Dieser Besitzer setzt auf Design. Ist sein Stuhl außerdem ein kleines Konstruktionswunder? Das Einzige sind hier 2 Schrauben, die das Oberteil halten. Ansonsten hält das Teil und man wundert sich, dass es hält. Mir ist es aufgefallen, weil es auseinandergelegt war und eigentlich schon Richtung Verfeuern gehen sollte. Und ich fand es einfach faszinierend, was man sich da überlegt hat und dachte mir, da muss ja ein Team, eine Gruppe, ein besonderer Geist dahinter stehen. Auf jeden Fall für mich ist es kein Krempel, das möchte ich schon mal sagen. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, grüß Gott. Sie bringen uns einen ganz spannenden Stuhl. Was hat es denn damit auf sich? Woher haben Sie denn? Der war in einer WG, ist über lange Jahre benutzt worden und sollte entsorgt werden. Und ich fand ihn vom Aufbau her einfach so spannend, dass ich mich sozusagen gewehrt habe. Das ist also ein Holzstuhl mit einer Stoffbespannung und also relativ einfach von der Konstruktion her. Man hat hier 4 Stuhlbeine und dann gibt es noch mal so Latten, die das verbinden. Hier im Brett, dann auf beiden Seiten, vorne und hinten. Und natürlich die Armlehnen noch. Und dann diese bequeme, ich nehme an, Sie haben schon mal drauf gesessen, Ich war oder? schon drauf gesessen, ja. Ja, diese bequeme Rückenlehne, die sich dem Körper anpasst. Das Interessante ist, dass man eigentlich keine Nägel sieht, keine Schrauben. Man sieht hier so ein bisschen provisorische Fixierungen, die also nicht original sind. Und da keine Schrauben da sind, scheint das Ding jetzt zerlegbar zu sein. Jawohl. Also ich will den Stuhl jetzt nicht auseinandernehmen, weil... Würde etwas dauern, ja. Würde dauern, das Auseinandernehmen und das Zusammenbauen auch, oder? Mhm. Ja. Aber prinzipiell haben wir es hier also mit einem Möbel zu tun, das man sehr gut mitnehmen kann auf Reise. Und das entstammt einer relativ langen Tradition. Nämlich, wahrscheinlich hat das schon unter Julius Caesar existiert, aber zelebriert wurde es eigentlich dann unter dem British Empire. Also die britischen Kolonien, die verreist sind und dann den Gentlemen, also den hohen Offizieren, den Komfort bieten wollte, den sie von zu Hause aus gewohnt waren. Und dazu hat man eben ein bisschen getüftelt für so zerlegbare Möbel. Man hat damals auch viele Kommoden gemacht und alles Mögliche. Man nennt das Campaign Furniture, also Feldzugmöbel. Und mitunter ein Stück, das man in dieser Zeit, also im 19. Jahrhundert, kreiert hat, ist der sogenannte Rocky Chair. Das ist nach einer britischen Kolonie in Indien benannt. Und das Kennzeichen eigentlich von diesem Rocky Chair war, dass es sehr einfach und schnell zusammengebaut war, dass man keine Hilfsmittel gebraucht hat, also keine Schrauben, aber auch keinen Leim, dass es eigentlich ein einfaches Stecksystem war. Und das war immer der Grundaufbau war aus Holz. Dann hatte man eben hier an der Lehne und auch an der Sitzfläche hatte man Leinen. Und damals waren die Armlehnen aus Leder, dass man sich also so richtig gemütlich reinlehnen konnte. Und es gab sehr viele Produzenten, die das gemacht haben. Es war dann in den 1933, glaube ich, war Karl Klint, der das auch in das Design gebracht hat und daraus auch ein Möbelstück gemacht hat, das man also für den häuslichen Gebrauch verwenden kann. Das Stück von Karl Klint sieht aber ganz anders aus als Ihr Stück. Ihr Möbel erinnert ganz stark an ein Möbel eines deutschen Designers, an den sogenannten Farmerstuhl von Gerd Lange. Es gibt eigentlich 2 Dinge, die unterschiedlich sind. Das eine ist, also wenn man den Stuhl noch mal anschaut, ein Designer hätte wahrscheinlich so eine Lösung etwas anders gemacht, dass ich hier ein waagerechtes Brett habe und hier sozusagen eins, das so in dieser Seite senkrecht ist. Das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht. Und in der Tat, der Stuhl von Gerd Lange sieht eigentlich genauso aus, nur diese Latte ist so waagerecht. Und das ist nicht eine Latte, sondern das sind 2. Und auf der anderen Seite auch. Also es sind insgesamt 12 Latten und hier sind es 10 Stück. Und das ist der große Unterschied. Und der Stuhl von Gerd Lange ist 1965 entworfen worden, wurde von der Firma Bofinger produziert. Und ich fürchte, bei diesem Stück ist es nach dem Stuhl von Gerd Lange gemacht worden. Das war das Vorbild. Ich habe den schon öfters mal gesehen. Es gibt auch genau wie bei Gerd Lange einen Tisch dazu, aber ist halt nicht das Original. Der Stuhl von Gerd Lange ist 2021 neu aufgelegt worden zu seinem 90. Geburtstag.
Deswegen finden Sie diesen Stuhl vielleicht auch irgendwo abgebildet und können sich ein Vergleichsbild besorgen. Genau. Super. Es ist aber nach wie vor ein wahnsinnig beliebtes Möbel und man kann sich nach wie vor sehr gut darauf ausruhen. Sie haben wahrscheinlich selbst schon bemerkt, jetzt darauf zu sitzen ist ein bisschen schwierig. Es wäre nämlich auch bei Lange, wäre hier noch mal ein Stoff zu spannen. Seitenverspannung dann. Genau, genau. Dann sitzt man auch wirklich ganz gut darin. Also das würde ich Ihnen vielleicht sogar empfehlen. Der Stuhl von Gerd Lange, den kann man so in etwa mit 700 € bewerten. Und Ihren Stuhl würde ich da jetzt circa auf 100 € einschätzen. Das ist ja mehr als Zahlt sich erwartet. aber auf jeden Fall aus, da wieder eine Bespannung drauf zu geben, dass Sie ihn auch wirklich benutzen können. Das wäre die Frage gewesen, ja. Danke Ihnen. Viel Vielen Freude Dank fürs damit. Zeigen. Dankeschön. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Wiederschauen. Was so der Hintergrund, der geschichtlich ist, finde ich sehr, sehr interessant. Und dass ich es bespannen darf, ist natürlich auch toll, dass man es wieder verwenden kann. Gut. Das machen Sie auch? Ja, auf jeden Fall.